Ja, bevor ich anfange, möchte ich erst ein paar Dinge sagen. Zum Ersten, wir fühlen uns hier sehr zu Hause. Die Gemeinschaft und die Gesellschaft ist sehr warm und wir danken dir dafür. Zweitens, wie schon früher erwähnt war, wir haben einen Rundbrief, der heißt Eternal Value Review, Bewertung, die oder Betrachtung, die ewige Werte. Der Exemplar davon sind erhaltbar beim Büchertisch, so bitte greift zu. Und ich hatte schon ein paar Fragen über die PowerPoints. Da ist viel Information reingequetscht und es ist sehr schwer, das alles abzulesen. Wenn Sie mir Ihren E-Mail-Adresse gibt, dann können wir sie dir schicken. Und die sind auch auf unserer Website gepostet, so eine Woche später, wenn wir zu Hause sind. Das heißt eternalvalue.com. Aber such mich aus und frag mir und dann werde ich ihr die Adresse wieder geben. Ich hatte gesagt gestern nicht, dass Deutsch zu mir wie eine himmlische Sprache ist. Und ihr denkt wohl, ich bin ein doofer Kerl oder was. Aber ich möchte doch sagen, das kann ich biblisch bestätigen. Der Arno hat mir das mal die Hinweise gegeben. Ich glaube, es ist in der Apostelgeschichte nicht, ich bin nicht ganz klar da. Aber da ist doch der Apostel Paulus bis in das 3. Himmel geschaut, nicht? Und er sagte, er hörte unaussprechliche Dinge. Und der Arno Fröse meint, das könnte nur Deutsch gewesen sein. Und ich bin mich ganz einig mit ihm. Ich finde die auch unaussprechlich. So, machen wir weiter. So, bitte können wir neigen zu einem Gebet. Herr Jesu, wir wieder betrachten dein Wort. Wir danken dir für dein Wort, das du uns gegeben hast. Öffne uns die Augen, so dass wir erkennen können, die Wahrheit und die Zeiten, wo wir leben. In Jesus' Namen. Amen. So, wir haben ein sehr interessantes Thema. Amerika, die Geopolitik und das prophezeite Bündnis der 10 Königreiche. Sehr, sehr interessant. Warum sollen wir darüber sprechen? Viele Gründe. Sie werden in der Bibel mindestens 5-mal erwähnt und auch als Symbol oder Wort im Alten Testament und Neuen Testament. Ups, oh, hier sind wir wieder. 10-mal erwähnt, so 10 Könige 10-mal erwähnt. Sie spielen entscheidende und zentrale Rolle in den letzten Tagen. Eine der wenigen Prophezeiungen, deren Erfüllung vor der Trübsalzeit beginnen könnte und auch vielleicht vor die Entrückung. Wissen wir nicht, aber es kommt sehr spät und vor dem Trübsal. Wir könnten das schon sehen heute. Und weiter, es enthält bedeutende Auswirkungen für Amerika und die Welt. Und es liefert einen weltpolitischen Fahrplan. Wir werden darüber sprechen. Sehr interessant. Und es ist ein Weckruf an Juden und Christen, weil es meint, dass wir mehr Verfolgen erwarten sollen. So, weiter. Wo werden diese 10 Coalitionskönige, wie ich sie heiße, ich heiße sie auch die Satan-Mann-Absprache, wo werden sie gefunden? Schnell, Daniel 2, da sehen wir sie als 10. In Daniel 7, Entschuldigung, Daniel 7 sehen wir sie auch. Entschuldigung, geht ein klein bisschen langsam hier. Entschuldigung. Technologie, wie wunderbar. Diese eine hier. Ich wollte zeigen, wo die alle waren. Das haben wir es wieder.
Okay, die nächsten Offenbarung 12, da sehen wir die 10 Könige gezeichnet als 10 Hörner des Drachens. Offenbarung 13 auch. Sie sind gezeigt als 10 Hörer, diesmal auf dem Tier. Offenbarung 17 sehen wir die Hörner auch. Die sind auf dem Tier 7 und gezeichnet als 7 Bergen und auch 10 Könige. Was sehr interessant ist, ich gefunden habe, ich habe auf dem Internet gesucht für Bilder von diesen Tieren und die Drache. Und da gab Hunderte und Hunderte davon. Und ich zeige hier ein paar. Hier ist ein Bild von der großen Drache mit 7 Köpfen, 7 Krönen und 10 Hörner. Das ist von Offenbarung 12. Aber gut anschauen hier. Ich habe eine Frage gleich danach. Hier ist noch ein Bild und das ist ein Gemälde von 14. Jahrhundert nach Christus, auch aus Deutschland. Und hier zeigt es das Tier aus dem Meer. Das ist von Offenbarung 13, 7 Köpfe, 10 Hörner, 10 Krönen. Und kann man hier auch sehen, es ist verwundet geworden. Hier ist noch ein Bild, das ist von Offenbarung 13 wieder. Und dieses zeigt die Körper, die zusammengesetzt sind aus Teilen von 3 Tieren. Ein Leopard, Bärentatzen und ein Maul eines Löwen. Und zuletzt, hier ist ein Bild von das scharlachrotes Tier, das wir sehen in Offenbarung 17. Und da sitzt die Prostituierte da drauf. Wir haben ein Problem. Alle diese Bilder hatten einen Fehler. Die waren nicht richtig. Wissen Sie warum? Und wenn Sie tun, schweigen Sie für eine kleine Weile, bis ich später euch zeige. Aber ganz gewiss, da war was falsch. So, wir müssen zu der Bibel gehen, so dass wir die Wahrheit erkennen können. Und ich möchte ein Stück lesen von Offenbarung 17, 9-14. Und ich werde die lesen hier. Hier ist der Verstand nötig, der Weisheit hat. Die 7 Köpfe sind 7 Bergen, auf denen die Frau sitzt. Und es sind 7 Könige, 5 sind gefallen und der eine ist da, der andere ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er für eine kurze Zeit bleiben. Und das Tier, das war und nicht ist auch selbst der 8. Und es ist einer von den 7 und es läuft ins Verderben. Und weiter. Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind 10 Könige, die noch kein Reich empfangen haben, aber sie erlangen Macht wie Könige für eine Stunde zusammen mit dem Tier. Diese haben einen mutigen Sinn und sie übergeben ihre Macht und Herrschaft dem Tier. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie besiegen, denn es ist der Herr der Herren und der König der Könige und mit ihm sind die Berufenen, Auserwählten und Gläubigen. So, ist alles klar. Ihr habt wie viele Könige da gesehen in dem Stück, das ich da zitiert habe? Gewiss, das spricht von 17. Manche sagen, es könnte so viel wie 18 sein. Ich sage 17. Da waren 7 Könige. Und es ist sehr schwer zu verstehen. Man muss richtig diesen Thema studieren. Und wie schon gesagt ist, in Offenbarung, das ganze Stück, das sagt, Verstand ist nötig, das alles hier zu verstehen. Und so müssen wir zu der Bibel und weiter studieren. Ich mache es leicht, so dass man diese Könige auseinanderhalten kann. Das sind 3 Kategorien. Die erste sind die 7 Köpfe, die als Berge gezeichnet sind und sie sind Könige. Und dann ist da eine zweite Gruppe, das sind die 10 Hörner, die Könige sind. Das sagt es in Vers 7 in Kapitel 17. Und dann ist da ein drittes, aber dies ist der Antichrist. Das ist der 8., der zu die 7 gehört. So 3 Gruppen. Und so das leicht zu machen, heißen wir die 7, die Köpfe sind die Herrscherkönige oder HK. Und die 10 Könige, die als Hörner gezeichnet sind,
Wir heißen die 10K. So weiter. Wir wissen, dass die 10K, oder wie wissen wir, dass die 10K gleichzeitig an der Macht sind? Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Viele, die über diesen Thema sprechen oder schreiben, haben diesen Punkt nicht korrekt oder nicht richtig. Warum wissen wir, dass es alle zusammen sein? Viele Gründe, ich nenne bloß 4. Sie erlangen nur für eine Stunde zusammen die Macht übergeben zu den Antichristus. Wenn das so sein würde, kann sie nicht Reihenfolge kommen. Sie müssen alle zusammen sein. Und sie haben ein Ziel, wie Vers 13 uns sagt, wie schon gesagt, sie sollen ihre Macht für den Antichristen zu vereinen. So, sie müssen zusammen sein. Und Daniel spricht doch von Füßen, nicht? In Kapitel 2, Daniel Kapitel 2, mit 10 Zehen. Und es bezieht sich auf die letzte Konstellation, gemischt von Ton. Wer hat schon nicht 10 Zehe zur gleichen Zeit? Nicht? Wir haben nicht ein Zeh heute, der fällt ab, und haben einen zweiten, wachsen wir einen zweiten Morgen. No, wir haben alle 10 Zehe zu derselben Zeit. Und ich glaube, sie sind das Kernstück des eines Kopfes, und das ist der 7. Und da werden wir weiter sprechen. So, die nächste Frage dann. Zu welchem Kopf gehören die 10 Hörner? Ja, da sind viele Hinweise, die das sagen. Hier sind 2 Verse, die wir gut angucken müssen. Und ich lese ganz schnell Vers 10 jetzt aus der Offenbarung 17. Und es sind 7 Könige, 5 sind gefallen. So, das ist zu der Zeit, dass Apostel Johannes jetzt schreibt und spricht. Es ist nach so 90 nach Christus, vielleicht 95 nach Christus. Und er sagt, und hier ist es gesagt, dass 5 von diesen Königen sind schon gefallen. Einer ist und der andere kommt. So halt das mit diesem nächsten Punkt. Und das ist, sagt uns dann in Vers 12, dass die 10 Hörner haben noch kein Reich gefangen. So, zu der Zeit existieren sie noch nicht. Und da sind nur 2 Köpfe, die noch kommen. Oder ein ist, der 6. und der 7 kommt. So können die Hörner oder die 10K Könige können nicht auf die ersten 5 Köpfe sein. So müssen sie an die beiden sein. So weiter. Und wieso sollten sie auf den 7. Kopf sein? Sind ein paar Gründe. Ich werde bloß sagen, wir sollten Kapitel 7, Daniel Kapitel 7, 24 angucken, aber wir haben nicht die Zeit, da reinzugehen hier jetzt. Hier ist die ganze Geschichte der Welt, der um den Kreis, die Juden und die Hebräer geht. Das sind alle die Regierungen, die Israel verfolgen oder verfolgt haben oder unterdrückt haben. Das ist die ganze Geschichte. Und Daniel sieht vorwärts von den 3., das ist babylonisches Reich. Er hatte bloß die Ausgabe, die Zukunft zu sagen oder schreiben für die Juden. Der Johannes aber, der hatte den Aufgabe zu schreiben, was war, was ist und was kommt. So, er sieht sie alle, Johannes, aber der Daniel bloß die 6. Ihr müsst den PowerPoint kriegen, sodass ihr das mal gut angucken könnt. Aber und da seht ihr die 10 unter den 7. Kopf, und da außer den 10 kommt die Antichristus. So, was für Auswirkungen für Amerika und die Welt hat alles dieses? Wer sind die 10 Könige der letzten Tage? Das ist eine interessante Frage, und wir wollen da reingehen gleich. Und die Antworten können wir finden durch Bibelstudium. Ich glaube, es gibt 13 Hinweise und Eigenschaften und Schlussfolgerungen über die Identität der 10 Könige. Wir werden auf ein paar eingehen und eine weltweite Analyse.
Wir können suchen nach globaler Macht und Autorität und darüber werde ich auch was sagen. So, ich hatte gesagt, da waren 13 bedeutende biblische Hinweise über die Könige der letzten Tage. Ich werde bloß ein paar hier listen. Nummer 1, Könige müssen über Nationen oder souveräne Einheiten herrschen, welche sich als Völkern oder Gemeinschaften römischer Herkunft mit Wurzeln im 1. Jahrhundert herleiten. Und die 10 Hörner bedeuten, dass aus jedem Reich sein König aufstehen werden. Und das ist hier wieder Daniel 7, Vers 24. So, wenn das wahr ist, dann können wir sehen mal, wer diese Nationen vielleicht sein können. Und hier ist ein Eckstein-Vers, das wir auch uns zu orientieren müssen. Und das ist dieser. Lesen wir den von Daniel 9, Vers 26. Und er sagt hier, die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten, das ist der Antichristus, der auch der 8. HK-König dann später ist, zerstören, und das in den 70. Jahr nach Christus. So, hier geht es um den Volk, nicht? Wer sind diese Völker und wo leben sie heute? Der Anhaltspunkt, der uns gegeben wird, ist Volk. Völker können wandern, aber Länder nicht. Ihr Land kann nicht hingehen irgendwo anders, aber Völker vielleicht können. Und das öffnet die Tür zu eine andere eine andere Theorie. So, hier zeigen wir die geografische Präsenz des Römischen Reiches zur Zeit des Claudius. Das war 54 nach Christus. Und ich glaube, das Reich hier war das größte zu der Zeit. Und die rot gefärbten Länder, das war alles in den Römischen Reich zu der Zeit. So, wenn die Völker aus dieser Gegenden kommen muss, dann haben wir vielleicht diese Nationen heute als Kandidaten für diese 10 Hörner. So, da können wir anfangen. Hier sind 47 Nationen gelistet und die könnten zu teilweise da gewesen sein oder die Länder, die heute die Lage haben, entweder vollständig oder teilweise in den Bereich des historischen Römischen Reiches. So 47. Aber wir müssen uns nicht auf europäischen Betrittsländern zu begrenzen. Im Laufe der Geschichte wurden die ganze neue Welt von Romanvölkern besiedelt. Nicht? Kanada, Nordamerika, Südamerika, Australien und so weiter. So, die können auch angesehen als römische Länder. So, ein paar bedeutende Hinweise. Wir wollen noch weitergehen, Nummer 5 und Nummer 6. Und hier lesen wir ein Vers nochmal von Vers 12. Und es sagt hier, und die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind 10 Könige, die noch kein Reich empfangen haben, aber sie erlangen Macht wie Könige für 1 Stunde zusammen mit dem Tier. Und die qualifizierten Nationen für die Top-10-Liste dürfen bis zum Ende des Jahrhunderts noch nicht eine führende Macht gewesen sein. Und das ergibt uns ein paar Hinweise hier. So, zum Beispiel, China und Persien könnte nicht dabei sein in die Liste von 10. Warum? Weil die hatten schon ein Reich vor der Zeit, das Johannes hier geschrieben hat. So, das ist noch ein Hinweis. Und da können wir alles einschränken hier bis auf die 10 oder die Kandidaten, die vielleicht die 10 werden. Noch ein Hinweis, das war der Nummer 10. Die 10K-Könige, das sind die Könige, die als Hörner gezeichnet sind, müssen angemessen ausgeglichen sein in Macht und Einfluss, da eine multipolare Gruppe. Wir haben heute Multipolarismus,
Es ist eine ungewöhnliche menschliche Machtstruktur. Nie zuvor in der Geschichte hat die Welt Multipolarismus gehabt. Ich glaube, wir gehen jetzt Post-Globalism, gehen weiter und die Machtstruktur wird sich verschränken. Und wir sehen doch in Daniel 2 das Bild von den 10 Zehen. Manche sind ein klein bisschen größer, manche kleiner, aber sie sind proportional zueinander. Keine Coalition von 10 würde möglich sein, solange eine Supermacht oder eine Superpower wie USA existierte. Das würde nicht möglich sein. Nicht? Warum sollen alle 10 Könige ihre Macht zugeben zu dem Antichristus, wenn das nicht genügend sei, die Welt zu überwältigen? Arno hat uns auch davon gesprochen, ein paar Tage her, als er las von Daniel 7. Die ganze Welt ist übermächtig bei den Antichristus. So, es geht nicht. Wir können keinen Superpower haben. Oder USA muss einer von der 10 sein. Und wenn das so sein muss, muss etwas geschehen, ja nicht? USA muss kleiner werden oder die anderen 9 dann müssen viel, viel mächtiger werden. So, wir wissen nicht, aber was wir wissen, for sure, ist, dass noch viele geopolitische Wanken geben und Zerstörungen jetzt noch in der Zukunft. So, sehr interessant, aber etwas muss geschehen hier, so dass die Bibel wahr ist. Und das zeigt hier wieder die Bild von der 10 Zehen. Kein Einzelner kann regieren über die anderen. Nummer 11. Die Macht muss basierend auf einem versklavenden, unterdrückten Schuldensystem sein. Ich zeige diesen auch. Ich denke, das können wir bestätigen von Habakuk 2, Vers 7. Und da sagt es spricht hier von die Macht der Endzeit, vielleicht den Antichristus, werden nicht plötzlich solche aufstehen, die dir Zins auferlegen und solche aufwachen, die dich zittern lassen. Da wirst du ihnen zur Beute werden. Und das sehen wir heute. Es ist komisch, dass so viel Macht diese 10 Könige gegeben sein können, dass sie dann das zum Antichristus übergeben und dann die ganze Welt überwältigen, wenn sie basierend sind auf ein Schuldensystem. Und das ist, was wir sehen hier, wie das geht. Und das ist hier ein Forecast, wie zu sagen, statt Verschuldung in die Zukunft. Und das kommt hier von den Internationalen Währungsfonds. Und es geht immer höher, immer höher. Mehr und mehr verschuldet bekommen diese Nationen. Und ich denke, das ist so ein Zeichen davon. Ist auch sehr biblisch hier und passt mit Prophetie. Und jetzt der vorletzte Hinweis, schnell. Und da nehmen wir das von Versen 12 zu 13. Und hier sagt es, und die 10 Könige haben einen einmutigen Sinn und sie übergeben ihre Macht und Herrschaft dem Tier. Und es wurde ihm Vollmacht gegeben über jeden Volksstamm und jede Sprache und jede Nation. Das sagt uns das in Offenbarung 13,7. So muss genügend Macht und Herrschaft haben, so dass niemand vor ihm bestehen kann, wie auch Daniel sagt. So, die nächste Frage dann ist, welche Art ist die letztendliche Macht und Herrschaft, welche die 10 Könige dem Antichristen geben? Das ist jetzt die große Frage. Ich will da reingehen jetzt. Wo findet man heute globale Macht? Wir haben ein großes Forschungsprojekt mal gemacht, eine große Datenbank zusammengemacht. 165 Länder haben wir begutachtet und Bewertung
und Einstufung aller 165 Nationen anhand 65 Faktoren, wie gesagt, einer großen Datenbank, wirtschaftliche Faktoren, militärisch, religiös, internationale Stellenwerte und so weiter. Wir suchen, wo die Macht in der Welt ist heute und wie das gesammelt sein kann, sodass das übergeben kann zu Antichristus. Und wir bewerten sie alle und wir haben zwei Maße, direkte Macht und sanfte Macht. In other words, hard power and soft power. Well, wenn es geht mit direkter Macht, hard power, natürlich kommt so eine Nation wie die USA ganz vorne. Die geben doch das meiste Geld aus für Militär und Verhütung und so weiter. Die spenden mehr wie die ganze Rest der Welt zusammen. So, ihr Rang hier ist Nummer 1. Aber wenn man guckt nach Soft Power, ist es ganz anders. Alle diese Dinge, die Soft Power in heutiger Welt ist, dann kommen andere Länder höher in die Range. Ihr könnt sehen, wo die Schweiz ist. Aber alle diese Bewertungen sind zu unserer Meinung. Nicht andere Leute könnten hier reingucken und vielleicht das klein bisschen anders sortieren. Aber das ist die Schweiz, 10. Und kann man sehen, dass Deutschland und Frankreich und so weiter, die haben viel Soft Power. So, wenn wir das alles zusammentun, Soft Power, Hard Power und so weiter. Hier ist eine Liste, die Kandidaten von heutigen Ländern sein würden. Von das römische Reich-Theorie, nicht die römischen Länder, die außer Europa sind. So, hier seht ihr die Liste und tatsächlich alle 10 könnte von Europa kommen, nicht? Auf diese Liste. Ein Theorie, das könnte geschehen sein. Wir wissen nicht ganz genau, wer diese Länder werden sein, welche Nation in der 10 reinpasst, aber wir müssen auch die Tür aufhalten für das nächste. Und hier ist das gemäß des Römische Reich-Theorie, wo die Kandidaten auch in anderen Ländern vielleicht sein kann. Und hier ist eine neue Liste. Und da kann man sehen, dass die USA Nummer 1 ist als ein Kandidat, aber wie schon besprochen, irgendwie Dinge werden sich verändern hier, sodass diese Liste vielleicht ein klein bisschen anders ausguckt in einer Weile. Wir wissen nicht, was zu den USA geschehen wird. Aber guck mal, kann das auch auf die Liste? Aber es könnte auch Brasilien, Australien sein, wir wissen nicht. Aber sehr interessant, dass mindestens 10 von diesen Ländern oder Nationen, die 10 zusammen Könige sein könnten, können alle von Europa sein. So, wir müssen vorwärts. So, das Schicksal Amerikas, Deutschlands, vielleicht der Schweiz und andere Nationen, sind die dabei oder nicht? Wie schon gesagt, die Anordnung der 10 passt in den endzeitlichen Schuh sozusagen. Das muss alles zusammenpassen. Aber die 2 Hindernisse für die Einstehung der 10 Könige, Koalition, würde ich sagen, ist die USA und auch die UNO. Die UNO würde das nicht gern haben, wenn 10 Nationen die Welt dann überwältigen. Das würde nicht passen mit den UNO. So, wir werden sehen mal, was da geschehen wird. Wir können uns fragen, wird es unsere Generation sein, die für den Aufstieg der 10 Könige verantwortlich ist? Wir könnten gewiss in einer der Länder, die einer von der 10 Könige sein werden. Das könnte sein. Aber wir müssen sagen, weil es interessant ist, diese Frage nachzufolgen, wir können nicht wissen genau heute, wer diese 10 Länder sein werden. So, das Tier auf Offenbarung 17 lebt heute, es hat gelebt schon vielleicht 6000 Jahre. Und wie gesagt, es zeigt das ganze Schicksal und die ganze Geschichte von den Juden. Und hier sehen wir das scharlachrotes Tier wieder, aber dieses Mal das Richtige. Und sollte hier zeigen, dass nicht geschehen.
der Punkt war, die 10 Hörner müssen auf einen Kopf sein, den 7. Kopf, nicht über alle die Köpfe. Alle die Bilder, die ich gesehen habe am Internet, Hunderte, alle hatten denselben Fehler. So, wir kommen zum Ende hier und sprechen von den Schlussfolgerungen des Studiums der 10 Könige. Und Nummer 1, der Antichrist kommt bald, aber die 10 Könige müssen erst kommen. Nummer 2, die 10K zuerst notwendig sind. Viele sprechen immer von dem Antichrist, der Antichrist muss kommen, der muss kommen, aber erst müssen die 10 Könige kommen, nicht? Und wir sollten erst für die gucken. Eigentlich, wir sollen für den Herr Jesu gucken, nicht die Wiederkunft Herr Jesu. Aber doch ist das oft ein Fehler hier. Nummer 3, die Zeit der 10 Könige nähert sich ganz, ganz schnell, ganz gewiss. Ich bin da beeindruckt darauf. Nummer 4, die 10 Könige werden möglicherweise vor der Entrückung erkennbar, könnte sein. Zukunft wird uns sagen. Nummer 5, mit großer Wahrscheinlichkeit leben sie heute in einem 10K-Land, könnte auch Kanada sein. Multipolarismus hat Konsequenzen für Supermächte wie die USA. Darauf haben wir auch schon gesprochen. Und wir werden sehen mit der Merkung Nummer 7. Nummer 8, viele Umbrüche und Turbulenzen stehen bevor. Und da müssen wir unsere Herzen behüten. Wie gesagt, viele Turbulenzen müssen noch kommen. Viele Entscheidungen jetzt. Nummer 9, wir richtet euch auf, weil eure Erlösung naht. Und zum Ende möchte ich auf den großen König, wir haben hier gesprochen um 17, 18 Könige, da kommt noch ein ganz großer König danach und die Welt wird ihn erwarten und er hat einen Namen geschrieben auf seinem Kleid und auf seine Hüfte also ein König der Könige und ein Herr der Herren. Offenbarung 19, 16. Aber das Königreich der Herrschaft und die Macht über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Allerhöchsten gegeben werden. Sein Reich ist ein ewiges Reich und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Beugen wir uns bitte zum Gebet. Herr Jesu, wir danken dir wieder für dein Wort. Wir danken dir, dass so viel Information heute da ist, dass wir genau wissen können, was für Zeit wir in wohnen. Wir wissen, Herr, dass die Zeit ist nah. Es geht alles schnell vorwärts. Aber wir schauen auf dich und warten deine Rückkehr. In Jesus' Namen. Amen.